Der preußische Kellner möchte beim Gregor als Lehrbuhr anfangen. Aber der muss zuerst eine Prüfung machen, dass er Lehrbuben anrichten darf. Das fällt ihm recht schwer, weil er sich beim Lernen hübsch hart tut. Drum sucht er schon nach einem anderen Lehrplatz. Aber schließlich treibt der Sascha ein paar Leute auf, die wo an Gregor beim Lernen helfen. Der Sarah, seine preußische Haushälterin, ist durch und durch ungläubig und drum muss am Pfarrer ewig lang anbetteln, bis dass er zusagt, dass er ihr bei der Hochzeit einen Segen geben wird. Weil sie bei der Hochzeit die Leute gegenseitig mit Fackbeuteln vollpatzen sollen, ist Josie schwer dahinter, dass die keinen Schaden nicht anrichten. Der seine liederliche Mutter treibt aber schließlich auf, die wo passend. Als Hummerl schenkt der Uschi ein schmeckerte Kürzen, wo schon der Viertel so viel gekostet hat, als wir normal. Die sauft dafür mit ihrer einen ganz billigen Shampoos. Uschi und Kathi möchten für einen Brei eine Reklame machen und drum werden's mit beim Radlrennerz vom Bayerischen Rundfunk, samt den, dass alle zwei keine rechte Freude nicht haben damit. Wie nachher das Rad verschwindet, freuen sie sich schon heimlich, aber das taucht wieder auf. Im Wirtshaus taucht ein Meckerer auf, der wo überall selbst zum Aussetzen hat. Der Josef lässt sich das hübsch lang gefallen, aber am Schluss schmeißt er nachher den Straße. Der Margot, sein preußischer Reuter, eifert auf den Josef, weil er ihm einbaut, dass der etwas mit ihrer hat